Willkommen zurück, liebe Freunde, hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Bereits mit Part Nummer 6, wa? Und wieder mal erwarten uns neue Abenteuer. Können wir ganz kurz überlegen, wo waren wir stehen geblieben? Was? Was meine Zeit? Wofür? Wofür? Er ist entzückt, ja schön. Fangen, öfters, bla 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 bla, Pokémon anzufangen, bereits. Was? Noch nicht? Na toll. 10 verschiedene Arten ist eigentlich nicht so schwierig. Vielleicht mal mit der ID ganz gut, mal gucken, ob wir Glück haben. So. Ja, heute viel vor. Ich will vor allem mal Raupe bzw. Safcon bzw. Gustel entwickeln. Ja, so hieß es, verdammte Raupe aus das große Krabbeln. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich bin fertig. Ja, irgendwie so etwas, was in der Art. Eine Kuhmumilch, nur im 4. Preis. Was für ein Scheiß. Egal. Könnte schlimmer sein. Du. Ich bin stolz, jedem jemand zeigt. Sagt der Robin übrigens Bescheid. Dankeschön. So. Ja, ganz kurz was anderes. Wie gesagt, heute zum einen das vor. Safcon zu Smeppo entwickeln. Dann vermutlich wieder zurück in die Box damit. Weil, ja. Ist einfach halt zu. Ja, Smeppo ist einfach nicht gut genug, sag jetzt mal, um da permanent im Team bleiben zu können. Leider, von Werten her und so. Präsentation, kann jetzt Fotos machen. Ja, ich weiß leider nicht mehr so viel jetzt hier synchronisieren, was die quatschen in den nächsten 1-2 Parts. Wenn ich mal so eine dämliche Erkältung erwischt und da zu viel quatsche, dann, ja. Liege vielleicht nachher noch ein paar Tage mehr flach, deswegen bisschen die Stimme schonen. Der Rotodex, du. Was war denn das? Komm, Michael. Was total Leckeres gibt. Okay. Nur so schnell, Tali. Die Boutique. Achso, ja, damit wir uns neu einkleiden können. Ja, mittlerweile ist es auch so, ich kann da noch nicht eure Kommentare lesen, weil, ja, aus Zeitgründen muss ich aktuell Folgen ein bisschen nacheinander aufnehmen. Das heißt, vermutlich kann ich erst so ab Folge Nummer 7, 8, ja, ab 8 war. Ab 8 auf eure Kommentare eingehen. Pokémon-Sucher, ja, Roto meldet und uns das. Das ist doch so geil. Ja, so geil. Was haben wir da Schönes? Nur doof, dass ich nicht zoomen kann. Die Zoom-Funktion fehlt echt. Film ist alle. Was? Sehr kaum was. Machen wir das hier, wa? Doch. So. Das Foto wurde geteilt. Ja, Mann, good morning. Also klar. Okay. Alter. 1000 Daumen nach oben. Das glaube ich wird selig. Toll gemacht. Dankeschön. Nö, es reicht. Ja, natürlich noch ein bisschen hier in der Stadt rumwatschen, ne? Und auch noch zum Ziel dieser Folge. Die Stadt entwickeln eher weniger, noch ein bisschen höheres Level. Und was man natürlich noch gerne machen würde, wäre zum Schluss der Folge wieder tauschen mit Pokémon Sonne, weil ich habe damit mal ein Pokémon gefangen und trainiert, was, naja, halt sich entwickeln möchte, sag's mal so. Deswegen, am Faxe zum Fangen, ja, das war da alles klar, okay. War eigentlich hier drin schon mal? Genau nicht, war in der letzten Folge. Oh mein Gott, das ist Timer.
Aber zum Glück schon gefangen auf Sonne. Können wir also hier die Mühe sparen und später mal rüber tauschen und irgendwie sonst was. Wegen Pokédex einträgen. Och nö, ernsthaft jetzt? Okay, Planänderung. Doch fangen. Und ich hätte die ja mal am Faxo. Unter Zeitdruck stehen wir auch nicht, deswegen, ja. Mal gucken, was wir machen können. Ach du Scheiße. Was denn das Vieh von der Defense? Flinkklaue, yeah! Das ist doch immer wieder geil. Und ich finde es sogar richtig stark. Nee. Sag mal. Wer ist denn das Viech? Och nö, nicht schon wieder. Mampfax, oh nein! Das finde ich jetzt scheiße. Was? In Sonne ging das Fangen aber definitiv einfacher. Hä? Verarschen? Du bist nur Level 7, bleib mal drin. Ja, geht doch, dankeschön. Ich habe schon fast Panik bekommen. Und noch ein bisschen pflegen, Mann. Ja, pflegen, Mann. Pflege muss doch sein. Aber erstmal die Entwicklung. Safcon Shoshinka. Ich bin der wunderschöne Schmetterling. Ja, das bist du. Ein Eintrag im Pokédex. Registriert. Die Reihe ist voll. Yeah, Mann, roter Hintergrund. Giftigen Flügelstaub verstreut. Schön. Und es lernt nach natürlich Windstoß. Als Flugmove. Und Slimer direkt auch noch. Natürlich Alola Slimer vom Typus. Na? Gift und Licht. Alter. Das Vieh muss so giftig sein, dass es sogar schlecht schläft. Aber erstmal gucken. Giftgriff, ja, da kennen wir den Scheiß. Doch bloß berühren vergiften. Oh. Gutes Wesen, war? Okay, vielleicht der hartes wäre natürlich besser, aber generell, es ist nicht schlecht, also ich bin gerade ein bisschen überrascht. Gift und Licht, ja, Können Sie eigentlich überlegen zu trainieren, wa? Ja, ich meine, warum nicht? Da geht's scheiße, Mann, was hast du bloß mit mir getan? Komm schon. So, komm. Geht doch. Hast du Futter? Na, wie sieht's aus? Hier kriegst du. Was ist eine Farbe? Hellblau, Türkis? Sowieso schon voll. Was? Mein Fax ist vollgefressen? Gibt's ja gar nicht. Nein, das halte ich für unmöglich. Du. Ui, aber meine Mordsgeburt, hey. So, das ist eine Abkürzung, okay. Alola Slimer. Ja, wie gesagt, wenn es gut. Ich meine, generell haben wir schon überlegt, welche Pokémon zeige ich
eher ein bisschen mehr, andere eher weniger. Natürlich vor allem neue Pokémon plus halt Alola-Formen. Ah, sind wir vergiftet, das Meppo. Gegen Wingal nicht unbedingt die beste Idee. Ich hau die mal ab. Soll schnell genug sein. Geht doch. Sag mal, das Meppo nicht mehr vergiften oder so etwas? Durchs Laufen? Nur nimmt kein Giftscham mehr. Cool. Ist hier die Boutique? Nee, war schon mal. Ja, wie bereits erwähnt, Alola-Formen vor allem. Und neue Pokémon, also neue Pokémon, wenn wir schon im Thema Gift sind, natürlich dieser Feuer-Gift-Salamander etwas. Kann ich das fragen? Er selbst aus? Ja. Wenn man mir rausgesucht hat, übrigens Michael Boutique erhalten habe. Was? 99.999. Das gerne dir überlassen. Nice. Thank you very much. Linsen etwa. Hä? Da Kontaktlinsen? Wäre mir neu. Eben dieses Feuer-Gift-Pokémon wäre eigentlich echt mal etwas zum Testen. Weil die Fähigkeit der Korrosion. Doch kann es auch andere Gift und sogar Stahl-Pokémon vergiften. Ja, leck mich am Arsch, ey. Wie geil ist das denn bitte? Okay, das wäre für mal ein Faxo. Das wäre doch geil. Nicht wahr? Hier. Bitte austauschen, dann passt es schon. Genau, Alola-Formen, was man vor allem hier fangen kann. Und vor allem mal Bock drauf auf Alola Kleinstein plus Entwicklung. Weil ich habe das Gefühl, ne, so ein Alola Geowatz hätte echt mal was auf dem Kasten. Aber eigentlich etwas? Nö. Wenn halt genug Kohle hätten und genug Bock drauf, können wir halt die Kleidung wechseln. Finde ich ein nettes Feature, was wir sicher ab und zu machen werden, aber ich werde jetzt hier garantiert nicht irgendwie mich da, ja, sprich quasi ein ganzes Paar dafür verschwenden, nur für neue Klamotten und so weiter. Nö, da bin ich doch nicht der Typ. Mal gucken, ne? Natürlich in Sonne habe ich irgendwie, glaube ich, ein schwarzes Shirt genommen. Ja, nehme ich ja weiß, komm. Passt. Jo. Reicht fürs Erste. Tja, zocken wir schon Sonne und es ist immer Tag, wa? War schon. Alola! Lola zurück! Farbe, Färben, ne? Haare schneiden, mal gucken. Ich bin gespannt. Sehr kurz zurückgekämmt. Zöpf, nö. Mittelkurz. Lass mich ran, dass ich das bereits habe, war. Ja, hatten wir schon. Und glatt, nee. Sehr kurz, nee. Zurückgekämmt. Nee. Lassen wir's. Nein! Bist du wahnsinnig? Nix. Kann ich nicht raus? Ich komme nicht raus, toll. Was, schnipp, schnapp. Alter, 4000 Pokédollar dafür. Ist ja gleich als vorher. Toll. Und tschüss. Hat sich echt gelohnt, wa? Da kann ich wieder Pokémon fangen gehen. Wer will das denn schon? Wir kommen eh nicht rein, genau. So, wir müssen mal kurz die Pokémon heilen und dann direkt weiter mit der Story. Ganz kurz was anderes gucken. Habe ich hier den EP-Teiler aktiviert, glaube ich schon, wa? Ne, ist aktiviert, gut. Ja, liegt vor allem darum, vor allem mit dem EP-Teiler. Man kann nur sagen, okay, EP-Teiler sowieso imbar, das ist viel zu stark, etc. etc. Ja, aber es geht hier auch das Let's Play ein bisschen darum, möglichst viele Pokémon zu zeigen. Deswegen
ja, und halt ständig das Team wechseln und hier und da was anpassen, hast nicht gesehen. Dann wäre es andererseits auch ziemlich doof, wenn ich dann ausschalten würde und wir deswegen mehr Zeit damit verbringen müssten. Für Training halt, oder bis da, ja, die schwächen Pokémon nachtrainiert hätte. Brauchen wir die Entwicklung halt, versteht sich. Deswegen würde ich sagen, lassen wir momentan mal so und warten mal auf, wie es entwickelt war. Nachher unser Domi. Unser Flugvogel wird, kann ich auch schon mal sagen, wenn der fertig entwickelt ist, ziemlich sicher auf die Bank verschoben, weil alleine schon, wie der M-Vogel aussieht, also ganz ehrlich. Da können wir echt überlegen, den mal mitzunehmen, Slimer. Stell dir von Smeppo halt. Smeppo! Tulpane startet erstmal, ist klar. Hier eben auch. Beim Faxo trainieren, glaube ich, jetzt eher weniger, weil ich habe es bereits bei Sonne gemacht und es einfach dort habe ich mal rüber tauschen und dann mal zeigen, auch wegen dem Move, war. Also sprich wegen dem Relaxium Z, war. Das haben wir gezeigt, genau. Aber das hier halt nicht machen, Sonne. Wir haben sowieso viel zu viele Pokémon nachher, kann ich jetzt schon mal sagen. So viel. Dann machen wir 6 davon. 10 ist eine hübsche Zahl. Das reicht. Da ist die Pause eigentlich sowieso ein Witz. Hier die ganzen Dinger kaufen, vor allem die hier. Flugzeug noch jetzt mal 1 mit. Schutz vor allem, weil, ja, es dauert echt lang, bis wir mal Superschutz bekommen. Wir werden sicher mal froh sein um den Schutz. Um den Schulze. Nö. Nee. Keine X-Dinger. Krieg ich auch allergisch drauf. Warte mal. War ich hier im Let's Play schon mal bei dem Typen da drüben? Wir tauschen, schön. Ja genau, wegen Alola Geowarts noch. Ist ja auch so, dass wir irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, aber es gibt im Spiel irgendwann einen Zeitpunkt, wo einer uns ein Alola Georock anbietet. Und logisch, wenn man darüber tauscht, wird es zu Alola Geowarts, dann hätten wir eigentlich schon mal ein ziemlich starkes Pokémon. Die will Driftlon haben, genau. Die will Driftlon haben, muss ich mir merken. Vor allem für Sonne noch, oder habe ich es irgendwie vergessen, wo die war. So, 8 Uhr, genau. Sonnenbonbon. Ich nehme einen Roserade-Tee. Das macht so viel und so viel. Ja, auch die Sophie hat so viel. Lieblingsblätter von Roserade. Ein Blättertanz auf, okay. Müssen wir weniger Zeit verlieren. Ja. Natürlich auch Schattenseiten. Was spricht dieser Transportmittel? Das sogenannte Pokémobil, was ihr bereits kennt, auch aus der Demo noch. Das ist eigentlich schon geil. Theoretisch. Wieso theoretisch? Wir uns mal wieder. Ja, danke schön. Das liegt daran. Wir können zwar damit, das sparen wir ganz kurz. Wir können zwar damit alle VMs ersetzen. Sprich, wir brauchen gar keine VM-Sklave mehr. Geil. Aber wir können auch keine Terrain-Attacke mehr nutzen. Sprich, kein Teleport mehr, kein Schaufler mehr. Was alles eigentlich scheißegal ist. Aber auch kein Lockduff mehr. Lockduff wirkt nur noch im Kampf, deswegen ist es eigentlich nutzlos. Und da muss ich schon sagen, okay, warum? Wieso? Vor allem für EP, also sprich halt, ja, die EVs und so weiter, war Lockduff so geil. Team Skull? Nette Schurken, sie wollen andere Menschen Pokémon stehlen. Der Plan geht, sie ziehen sich in die Hose. Hey du! Alter, halla, halla. Gehst lang in Haoli spazieren, ja? Halla, halla, halla. Ja, ja. Wissens, du Volltrottel. Ich glaube, sonst war hier nichts mehr richtig erinnern. Ich glaube, ab und zu noch ein Item, ja, aber nichts Spezielles. Ich muss doch sagen, ist noch am Vorteil halt der Sonne Mond parallel zocke. Ich spiele natürlich Sonne, bin ich bereits bei der zweiten Insel fertig. Insofern schon ein bisschen vorwärts. Ja, klar, wenn ich halt hier was vergessen habe, oder dort, wo ich mir denke, okay, muss nochmal hin, muss an der anderen Edition gucken, wie es aussieht.
ist schon noch, ja, hat was für sich. Kann ich eigentlich auch noch Pokémon gleichen. Was man noch nicht vergessen darf, Freunde, ist hier in Mondtal nach den Pokémon suchen, die es sowieso nur im Mond gibt, ja, logisch. Wäre sogar, glaube ich, Alola Sandan war. Weil Alola Vulpix gibt es auch nur in Sonne. Naja, wir werden es auch sehen, gibt es sowieso ein paar Pokémon, die ich hier noch fangen will und vor allem auch trainieren will und mal zeigen will vor allem. Hey Michael! Oh, stimmt gar nicht. Jetzt zeigen will ich hier alle neuen Pokémon plus alle Alola-Formen. Natürlich auch die Ultra-Bestien. OP, weiter besiegen! Ja. OP werde ich auch besiegen, obwohl du gar nicht nur so OP bist. Zuckermal Lazada. Das Problem ist, irgendwie siehst du gar nicht. Also, ich will das so mitnehmen, genau. Mach's mal am Faxo, weil wegen Zuneigung, wir kennen's. Es muss happy sein. Also ein Geld zurück. Alter, Geld zurück Garantie. Das gibt's heutzutage noch. Wie krass ist das denn bitte? Ist das geil oder ist das geil? Wir sehen uns bald wieder. So. Nochmal ganz kurz, aber gibt es diesmal an unsere Starter. Und zwar Bautz. Lustig war, Bautz eigentlich der Starter, den ich hier eigentlich echt gewählt habe in Mond. Die haben dann rüber getauscht, aber trotzdem ist Bautz das noch am schwächsten von allen. Also, ich glaube sogar. Sehr schön. War hier noch etwas? Ich glaube nicht mehr, war. Also eigentlich nicht gedacht, dass irgendwie jetzt hier das Let's Play zum Speedrun wieder so etwas, aber ich will halt, ja, was soll ich sagen, eine Mischung war aus alles entdecken, aber trotzdem zügig machen. Ne? Soll eine Art Mischung werden. Ob es eine gute Mischung wird, das ist die Preisfrage. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Story heute, wa? Muss auch noch sein, vielleicht sogar das Map noch einen großen Auftritt, da war ich auch schon. Polizei macht eh nix. Typi? Hallöchen, ich bin Captain Elima. Yo, yo, yo! Team Sky ist zu grüßen, ist nicht zu grüßen. Hä? Oh ne, die Flachpfeifen. Yo, Captain, lass mal dein Pokémon wachsen. Der kennt doch von der Trainerschule. Du bist also gleich nach Hauhole gekommen. Ey, du aufgeblasener Typ, was fällt dir an zu ignorieren, ey? Wer hat erlaubt uns zu dissen? Das machen wir platt, der wird richtig fetter Schädel brummen. Ah, Kopfschüttel, schüttel, schüttel, meine Güte. Es ist Diebstahl, die Pokémon Leute an sich zu nehmen. Michael, richtig? Dürfte ich dich vielleicht bitten, den Herrn das dazu übernehmen? Ich kümmere mich um diesen hier. Sagen wir, sind Hohlschädel im Hafen und wieder verschwinden sie dann endlich, jo Mann. Roto, Roto, Roto. Ich hasse dich. Ich nenne dich um in Fidex, so. Ich will dir zeigen, was für ein Pro ich im Umgang mit Pokémon bin. Check this out. Was für Volltrottel. Also wir sind nur ein Pokémon, oder? Ja, genau. Zubat! 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 Smetbo! Zubat! Smetbo! Gut, sie haben sich kennengelernt. Windstoß. Zubat! Hey Mann! Total erstaunt. Darf keinen Schaden machen. Smetbo! Zubat! Flamiau! Das war's schon! Jo, das war's schon. Dann werden Smetbo noch ein bisschen. Oh, das arme Smetbo.
Smetbo. Ja, das freut dich, wa? Hier, Smetbo. Smetbo. Ja, ist eigentlich schon ein cooles Pokémon. Diese verdammten Status, weil Smetbo so gering sein müssen. Team Skalsmucke, hey. Du hast mir gezeigt, was für ein Pro im Umgang mit Pokémon bist, ey. Ey, Bro, tu mir so, als wäre das nie passiert, dass wir nicht mehr Biege machen. Yo, Mann, lieber das blöde Pokémon brauchen wir eh nicht. Yeah. Ah, schüttel, schüttel, schüttel. Meine Güte. Yo. Das war's. Und dann auch, das für dich heilen. Danke. Und jetzt? Fahrt gegen dich oder was? Interesse geweckt. Eine Prüfung zustellen. Natürlich. Präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Elima. Wir treten gegen ihn an. Okay, Part wird wieder ein bisschen länger. Wobei, kommt momentan sowieso um 2 Tagesrhythmus. Deswegen geht das schon. Mangudio. Was machen der für eine Kampfhaltung? Smetbo. Ich bin Smetbo. Wer bist du? Tja. Ich würde sagen, nur der letzte Auftritt von Smetbo für eine Weile. Denn in der nächsten Folge kommt mein Slimer ins Team. Alola Slimer. Dann wird noch ein bisschen Domi trainiert und so. Wie gewohnt. Mein Training ja, mit dem EP-Teiler. Smetbo. Geht doch. Oh, Volltreffer. Glück gehabt. Das sonst noch nicht ganz ausgereicht. Und... ja. Farbiger. Farbiger. Und ein farbiger Igel. Was? Holy moly. Jo, das hat 4 Power. Wer hat hier die meiste Defense? Kann ich jetzt runterswitchen? Och, Menno. Vielleicht. Ah, so geht's gut. Wechsel zu Robball. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu heikel. Robball, Robball, Robb die Ball. Ja, müsste gehen. Was macht der schon wieder? Hohe Erschlagquote. Das ist doch geil, Mann. Einfach mal schon drauf, bis sie fertig entwickelt sind, sie dann ihre, naja, eigenen Moves mal lernen, wa? Die haben ja so ihre ganz eigenen Attacken, die nur sie lernen können. Und die sind doch eng geil. Sag mal, der macht aber schon immer gleich viel Schaden, wa? Oder täusche ich mich gerade? Jetzt kommt der Crit. Ich wusste es doch. Woher wusste ich es? Na, ich Hellseher bin, deswegen. Oh. Es ist about... Es ist about... Komm, Angriff runter 3, also... Woher kannst du Glut? Verwirrung? Deine farbige mit Glut? Also in Sonne hat er die Attacke nie eingesetzt. Der hat echt immer noch Tackle gemacht. Sogar mal Mimikry vielleicht mal, aber... So, komm weg. Alter, das ist eine schwere Geburt. Spitzangriff hoch, dankeschön. Smetbo. Konfusion, oh, da wäre auch so eine geile Attacke. Weil ein Spitzangriff von Smetbo. Ah, sollen wir da doch ein Team nachlassen momentan? Ich weiß nicht, Freunde, ich weiß nicht. Da wäre mal ein Tackle raus.
Yeah, Tommy! Was? Tommy, kannst du Trümmerer? Nee, auch kein Mensch. Das war schwieriger, als er gedacht hätte. Die Lima-Prüfung in Ode 2. Dann sagt er wo, okay. Also dann Alola. Du mich auch, tschüss. Alola. Gab es hier noch etwas? Ganz kurz mit den Leuten quatschen. Oh nein. Ja, sie erzählt uns etwas über Abwehr. Vor ihm kriegen wir X Angriff. Erinnere mich wieder. Dankeschön, die Fähre wollen wir momentan aber nicht. Speichern, nö. Mal ganz kurz die Pokémon-Übersicht mit Smetbo zum Attacken switchen. So. Ja, mein, so ein Spielzeug auf 28 ist eigentlich schon geil. Die anderen haben das auch. Seht zum Beispiel Smetbo und Flamia. Flamia, okay, ein Level höher, aber trotzdem eigentlich ähnliche Werte. Dabei Flamia noch Stufe 1 Entwicklungsmappo fertig entwickelt. Das ist schon traurig. Aber eine Konfession aktuell, nee, komm, ich leg Smetbo fürs erste Mal ab. Ganz entwickelt, natürlich schön. Und schauen uns dann noch in der nächsten Folge einmal Alola Slime an. Plus machen wir uns auf den Weg zur ersten Prüfung. Und ja, wir haben richtig gesehen, Freunde, es ist ein Normaltrainer. Ja, man darf nicht unterschätzen, ich kann mich da an Normaltrainer aus anderen Generationen erinnern, oder auch normal Arenaleiter, die unter anderem ziemlich übel waren. So. Ich denke mal, Domi können wir in der nächsten Folge noch entwickeln. Ja, wobei schwierig zu sagen, ne? Da ich noch so viel rauskriegen. So. Aber erstmal Smetbo, gute Dienste geleistet. Nice Work und so weiter. Jetzt wird man ins Team nehmen, da bringt es meistens echt nicht. Ne, komm. Mach's mal so. Ich sag noch nichts drin. Okay, nehme ich doch jetzt mal Alola Slime mit Gift Unlicht. Ist eigentlich schon ein geiler Dualtyp, wa? Machen wir Domi an erster Stelle. Die Reihenfolge hier. Am Faxo, ja, aktuell noch ein bisschen für zurückhalten plus goldenen Zeiten. Aber trainieren will ich sie eigentlich nicht. So. Ich würde mal sagen, Freunde, Party ist eigentlich soweit vorbei und es wird Zeit für uns für den nächsten Tausch. Wie bereits erwähnt, in Sonne bin ich jetzt so weit, dass ich da eigentlich gerne weiter zocken würde. Aber mit Alpolo ist ein bisschen doof und soll gerne entwickeln, deswegen machen wir mal einen Sofortlink. Ja, wir haben unseren Kumpel gefunden. Machen wir einen Linktausch. Den Link tauschen. Alpolo. Ja, ich war schon ein bisschen stark. So, machen wir Bautz noch mit den anderen Decks habe. Ist ein schöner Abschluss der Folge. Ja, ich denke mal, es werden sicher noch 2 Pokémon aus Sonne kommen, die ich rübertauschen möchte. Um sie hier im Mond zu trainieren, mindestens. Und zwar aus dem Grund, weil die gibt es zwar in Sonne auch. Will ich ja eigentlich auch trainieren. Aber sind mitunter kacke selten. Kann ich mal erzählen, das eine ist halt Banker Versanda, Polo ist ein neuer Käfer, der sich ja in so ein Käferbus entwickeln kann, nachher in so ein Käfer-Elektroviech. Also ziemlich stark ist und so, ziemlich cool, aber eben es ist, vielleicht täuscht mich auch mit so doof Angst, aber es ist, ich finde, echt selten gewesen auf Sonne. Ausstellen bedroht, genau.
Deswegen das halt nur übertauschen. Und das andere ist... Ja, das andere Pokémon ist die Kampfkrabbe. Weil die kann echt so selten sein, dass man sie im normalen Gameplay gar nicht findet. Ich sage noch, wo man sie genau finden würde und so. Wir hätten hier sogar auf der ersten Insel einen Spot. Aber eben, die kann so verdammt selten sein und es hat jetzt Glück, dass wir dort sogar zweimal gefunden haben bisher. Wobei einmal mit Scheiß werden, das zweite Mal besser. Deswegen kann ich sie einmal ruhig rüber tauschen. Oh, warte mal ganz kurz. Dann baut es registrieren auf dem Android S. Gengar! Gengar! So, Freunde, jetzt kommt das Beste. Gengar, Wir kennen Gengar, Imba-Pokémon. Hält nicht viel aus, aber ich meine, ist so ein Geist, der fast alles lernen kann, eine hohe Spitze hat, also hohen Spitzenangriff, hohe Initiative eigentlich echt geil ist, aber was war bisher so geil in Gengar? Die Fähigkeit, Schwebe. Das haben sie weggemacht bei Gengar. Alpolo hat noch Schwebe, Gengar nicht mehr. Tastfluch. Blockiert eventuell die Attacke, mit welcher der Angreifer es getroffen hat. Eventuell. Wollt ihr mich verkackeiern? Wie kann man Gengar nur so nerven? Nein! Es wurde genervt. Oh. Ja, ich habe Schutz beigebracht. Also zu dem Zeitpunkt ein bisschen nötig. Deswegen, ja, aber anderes Thema. So, wieder rüber tauschen. Und damit wären wir dann auch schon am Ende der Folge. Auch schon ist gut, wa? Wird schon auf 37 Minuten. Wow, das längste Part aller Zeiten bisher. Na gut, mit dem Tauschen halt noch. Aber ja, das war einmal mein Plan, wie wir es fürs erste wieder mal vorgesehen haben. Natürlich gibt es andere Pokémon, die ich gerne noch trainieren würde. Vor allem neue und Alola-Formen hast du nicht gesehen, aber die kommen relativ spät im Spiel, wie ich schon mal gesehen habe. Ich denke mal so die Kampfkrabbe plus eben dieser Elektrobus, wobei, da muss ich aufpassen. Dieser Elektrokäfer. Weil der insgesamt ja auch 3 Stufen, aber die letzte Stufe kriegt man relativ spät, oder kann man erst entwickeln, ne? So ähnlich wie mit Magneton zum Magneson, geht auch relativ spät erst. So, aber mal ganz kurz, ich muss hier auf Sonne halt nochmal den Pokédex aktualisieren, ne? Und dann natürlich jetzt alle 3 haben, Nebula, Alpolo, Gengar, geil. So, haben wir auch schon. Ja, das ist geil. Das ist ja so steil. So, ja, ich bin fertig. Dankeschön. Tasche beendet. Dankeschön. Jo, Freunde, mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. In diesem Part geht es hier natürlich direkt weiter. Wir gehen zu Enigma, zur Höhle plus Prüfung. Auf dem Weg dorthin kann ich sogar noch zeigen, wegen dem mit der Krabbe, wo ich erwähnt habe, was da die Schwierigkeit wäre. Ich glaube, wir kommen da vorbei. Und, wenn wir es schaffen, dann seid ihr vielleicht sogar die erste Prüfung mal noch. Es könnte klappen. Könnte klappen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.